Fensterglas noch mal brauchen, anstatt wegrühren. Die junge Forscherin will eine Recyclingkette in der Schweiz entwickeln, weil jedes Jahr werden mehrere 100'000 Tonnen Fensterglas weggerührt. Pour l'instant, c'est plus facile, plus rapide de juste démolir, de payer 150 francs par tonne de déchets et de brûler, que de se prendre du temps pour faire ça délicatement. Das will sie ändern und den Kreislauf ankurbeln. Fensterglas kann man nämlich zu 100% wiederverwerten. Letzten Monat sind hier bei diesem Haus in Winti die Fenster rausgenommen worden. Es sind etwa 6 Tonnen Fensterglas, die recycelt werden. Und zwar in Bern beim grössten Hersteller für Glasscheiben. Das Unternehmen macht bei einem Pilotversuch mit. Recycling von Fensterglas ist aber gar nicht so einfach. Man muss es sehr sauber machen und es gibt strenge Regeln. Der Sand wird auf 1500 Grad erhitzt. Wenn dann das Altglas in den Ofen kommt, muss es absolut sauber sein. Wenn Sie die Scherben wieder einschmelzen, dann haben Sie alles, was auf den Scherben ist, in der Glasschmelze und das kann dann zu Defekten, zu Fehlern. Seien Sie ehrlich, wer von Ihnen möchte zu Hause neue Scheiben haben und dann schwarze Punkte. Das will niemand. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass sich ihre Produktion aufs Klima auswirkt. Und darum machen sie eben im Pilotprojekt mit. Glasscherben haben den Vorteil, dass sie haben viel tieferen Schmelzpunkt als Sand. Wenn Sie aber Scherben einschmelzen, dann sparen Sie ein paar 100 Grad. Es braucht also weniger Gas, um den Ofen zu heizen. Und das bedeutet im Endeffekt weniger CO2-Ausstoß. Dafür könnte eine recycelte Scheibe etwas teurer werden. Aber davon lässt sich Michel Schneider nicht entmutigen. Les gens comprennent gentiment qu'il y a une nécessité de faire quelque chose et les entreprises commencent aussi à se dire on pourrait financer un peu plus l'économie circulaire. Würde man alle Schweizer Fensterscheiben recyceln, könnte die Schweiz bis zu 300 kg CO2 pro Jahr einsparen.